Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier noch einen Rest Rotwein vom Abendessen. Ist wirklich nur noch wenig, aber der muss runter, ansonsten wird meine Frau mich killen. Keine Ahnung. Egal. Ah. So, und wie geht's? Rotwein ist was Schönes. Bist du Ja. irgendwie, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder so kam das bei mir plötzlich da auf, dass ich angefangen habe, Rotwein zu trinken. Alkohol macht Birne hohl. Birne holen, Ja. noch mehr Platz für Alkohol. Das ist ein ständiger Kreislauf des Lebens. Hat irgendwas, ne? Ja. Ja, über Alkohol könnte man auch Dinge füllen. Ich hatte letztens irgendwas mit Bergluft. Keine Ahnung, das Ding. Irgendwas mit. Irgendein Alkohol mit. Hieß wirklich Bergluft. Irgendwas, bla bla bla, Bergluft. Und. Heuschnaps. Nö. Keine Ahnung. Berner. Nee. Berliner? Ah, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Das hat den, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur etwa 18-19% Alkohol, also Gehalt. Hat aber, wenn du es in kleinen Mengen genommen hast, hast du gar nichts von Alkohol gespürt. Und das war wie so ein extremer Pfefferminz-Drops oder sowas in der Art. Das war so geil. Okay. So geil geschmeckt. Alkohol schmeckt? Ja. Soll ich hier auch mit Kernholz was machen oder nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Kannst du entscheiden. Nee, das ist zu viel. Das ist too much. Too much Kernholz for you. Nee, generell halt das Ding mit Kernholz zu bauen. Hey, der eine Psychopath, der Gräuling, der hier rumtrippt. Ja, der ist jetzt tot. Ich habe auch noch einen. Hier hinten. Hallo. Wie machst du das am besten? Das sieht eigentlich scheiße aus. Was denn? Ich probiere das Problem zu minimieren. Ist es gut, wenn ich so, wie du eigentlich, mit Kernholz hast du ja so Ornament oder halt so 3D-mäßig gearbeitet, dass ich das hier auch mache, nur mit Billigholz? Also bei Ja, ja, das unserem kannst du auch mit 150 Billoholz, wenn du das Gefühl hast, dass Billoholz auch was ausmacht. Hey, ich sehe dich! Hallo! Juhu! Ich sehe die. Ah, da hinten. Ja, Kuckuck. Ist schon geil, wenn man so ein paar Fenster hier drin hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja Fenster irgendwie ist A und O. Hm. Muss ja auf jeden Fall irgendwo durch sein. Wie viel. Ach, jetzt habe ich kein Holz mehr. Ja, genau, perfekt aufgebraucht. Gut, bin ich perfekt, denn ich brauche noch mehr. Wir brauchen mehr, ganz viel am Meer. Ich brauche gerade Steine. Hier ist Steinhaufen und so. Perfekt, weil ich will da was mit den Treppen ausprobieren. Zwar, wenn man hier um die Ecke kommt. Ja. Oh, Dann würde man ja eigentlich theoretisch... ich will das Ding schon zwei breit machen. Nee. Ich muss ja am Feuer vorbei. Ja, und mit den Karren? Wie willst du mit dem Karren hochkommen? Gute Frage. Die Scheiße alleine durchziehen. Nee, weißt du, was würde ich machen? Ich würde. Guck mal. Jetzt wird's was, glaube ich. Ich bin ja so doof gewesen und habe hier hinten. Ah, runtergezimmert. Damit wir dann so einen Ausgleich haben. Du siehst das nicht, ne? Ist ein bisschen doof. Ja, ich sehe es Hier ein nicht. Geschenk. Wir könnten ja hier einen Ah, Steg machen, der gerade durchgeht, ne?
Hier so gesehen Hintereingang. So gesehen hier ein Eingang, dass man dann oben reinfahren kann. Das hört sich schon sehr gut an. Dann könnte man eigentlich mit den Dingern... Jule Cup, was ist denn das? Ein Geschenk. Huch. Ja, von dem her... Ja, dann machen wir es so, dass wir dann von der abgesenkten Seite nach oben kommen. Ja. Direkt und dann, ja, dann macht das wieder Sinn. Gut. Ach, eine Werkbank fehlt. Ja. Dann baue ich halt eine scheiß Werkbank. Aber so langsam wird es hier drin mir zu dunkel. Ja, das hat was, auf jeden Fall. So, machen wir das mal weg. Dann Ach so, ne, das sieht kacke aus. Dann muss das fast so aussehen. Von außen rum. Dann wird das hier blau. Okay, okay. Dann der hier hinten. Ja, der nimmt halt jetzt die Werkbank weg. Nein, nicht die Truhe. Oh, Mann. Okay, hast ein Problem, ne? Man hört's. Ja, immer diese Mistklicks. Immer diese Mistklicks. Ah. So. Da hinten ist unsere Schatzkammer, so die kleine. Dann verschiedene Herstellungen, eine Werkbank. Die hat noch Platz so. Handwerksstation benötigt ein Dach. Ah, alles klar. Ja, kennt man, oder? Aber dann sind die hier wieder blau. Bin ja doof. Wie, ich bin doch nicht blau, oder? Ja, ne, die Konstruktion hier. Ist das hier auch bei dir so blöde, dass Holz ein bisschen weiter rausragt? Das sieht gut aus so. Das ist für die Optik. Okay. Nee, ich meine nicht die Rundholz, sondern das normale Holz, das Billo-Holz. Ja, auch das Ja. ist Optik. Ich wollte nur mal gucken, ob Schau mal hier, gleich ist. komm mal schnell vorbei ins Lager. Ja, ich komme. Weil, das würde jetzt folgendermaßen was etwas geben. Und zwar so. Immer so in die Ecken. Der steht ja falsch hier. Nee, die müssen so. Aha, der muss weiter rein, hä? Mhm. Boah, jetzt hat's kurz geleckt, ey. Ja, genau. Badab. Gut. Aber ja. Dann machen wir das so für die Ecken vom Hochregallager. Und also kannst du ja am Bein enden. Da und hier Ja, natürlich auch, ne? Das wäre so der Plan. Ja, hoffen wir es mal. Wenn ich hier mal mit dem Häuschen fertig bin, dann können wir die Betten umräumen und das alte Lager da hinten abreißen. Also das alte Hüstchen mal. Ja, und dann müsstest du dich dann um Kupfer kümmern. Ja. Wenn wir dann das mal kriegen. Schupp. Ja, da unten will Vielleicht ich für das die nicht haben. Ästhetik. So. Doch noch so lassen.
Warte mal, wenn wir das hier so 2 Stück machen. Dann ist das zwar ein bisschen ein enger Durchgang, aber... So, dann sieht das ein bisschen massiver aus. Ach ja, das ist immer so eine Sache. Normalerweise, also wenn wir wirklich Hardcore-Spieler wären, dann hätten wir einfach irgendwas hingeploppt und wären schon längst mit dem Spiel durch. Aber wir wollen es ja natürlich schön haben. Wir sind die Schönheitschirurgen in Valheim. Ja, man kann ja nicht irgendwas dahin geklotzt. Also bitte. Das wäre ja nicht schön. Nee, nee. Also finde ich auf jeden Fall. Das wäre irgendwo hingerotzt und... nee. Ja doch, hingerotzt. Ja, ja, aber das wäre für mich irgendwie nicht so das Nonplusultra. Nee, dann hätte man ja gar keinen Spielspaß mehr. Weil wenn sie Nur- schon so was hinplatzieren im Spiel, wo du bauen kannst, dann und Kreativität freien Lauf lassen kannst, dann muss man das auch nutzen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird viel Sinn machen, was ich hier baue. Weil jetzt ist der blau. Ich wollte noch mal fragen, wo haben wir denn unsere... Ich guck mal selbst hier. Wo wollten wir unsere... Wo war das? Ich bin doch so doof. Hier. Okay. Die Handwerksstation, ne? In der Handwerksstation wollen wir, ich denke ja, den ganzen Kram bauen, den wir für Schmieden, also nee, soll ich sagen, die Schmiedebank oder eben die Werkbank benötigen, ne? Nehme ich mal an. Schmiede, oder? Werkbank. Ja. Kochtopf okay. In der Nähe. Weil das würde dann genau hier kommen. Auf dem Platz hier. Auf welchem Platz? Hallo. Ja. Guck. Hier. Das würde hier, genau hier hinkommen. Okay. Und so wie wir uns das zurechtgelegt haben, wäre das 6 Felder hoch. Also, aber ich weiß nicht, ob das zu klein ist. Nur 6 Felder breit ist schon irgendwie ein bisschen wenig. Können wir auch wieder so, ich sag mal, so ein 10×10 wäre ja cool, aber dann müssen wir das Lager ein bisschen länger machen. Weißt du? Ich nicht wissen. Du probieren aus. Ja, muss wohl. Jetzt wird's wieder dunkel. Ja. Was haben wir da oben noch hin? So, grün, orange. Waffenschmiede. Was wollten wir mit einer Waffenschmiede machen? Oder für... Boah, ich weiß gar nicht, ob wir da... Ja, wir hatten eine Handwerksstadt und eine Waffenschmiede haben wir da vordefiniert mal. Aber mal so. Oh. Ich weiß gerade gar nicht. Ist bestimmt irgendwo noch Steine, ne? Ja, in der Dingens. Im Karren.
Aber auch nicht mehr nicht mehr viele. Das viele. Die viele. Die schlafen. Ich komm mal schlafen. So. Nice. Hab mal den Gräuling noch ausgeschaltet. Und ich sehe schon, die Folge hier geht zu Ende. Ja. Das war auch schon wieder ganz super duper. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ausgeschlafen, ausgeruht. Neuer Tag, neues Glück. Vielen lieben Dank. Tschüss und ciao. Tschüssi.